bin hier am Schauen. Geri! Was? Mir ist aber langweilig. Du jetzt nicht stören, ich bin hier am Anschauen von diesem Buch. Was schaust du denn da? Warte jetzt. Warum blätterst du da so langsam rum? Weil ich Sorge muss geben muss. Das muss ich ganz vorsichtig machen, dass nichts kaputt geht. Das ist ein ganz altes Buch. Ja, aber wenn es alt ist, kannst du es ja fortrühren, dann braucht man es ja nicht. Murmi? Was? Nein, das ist so alt. Das ist, weil es so alt ist, ganz wertvoll. Ganz, ganz wertvoll. Schau mal, die schönen Bilder, die schönen Schriften, das ist ganz wertvoll. Ja, Kann wie man- wertvoll? Ja. Ja, Sehr, 5 sehr, Stutz. sehr. Nein, Murmi. Sicher nicht 5 Franken. Das Buch gibt es auf der ganzen Welt, sonst nicht. Das ist einmalig. Wow. Das kostet viel, 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 viel mehr als 5 Franken. Das kann man gar nicht so sagen. Ja, Das 100 Franken. Nein, viel mehr als 100 Franken. Viel, 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 viel mehr. Also, das kostet, wenn man da müsste, ja, da kann man eben nicht, da kann man nicht in einem Laden kaufen. Verstehst du? Wenn da fort ist, ist es fort. Dann kann man es nicht mehr machen und nichts, weil das ist so alt, das ist 500 bis 600 Jahre alt. Also, angefangen hat es vor 600 Jahren, dann hat man geschrieben bis vor 500 Jahren hier drin. What, ist denn das viel älter als ich bin? Ja, das kann man sagen. Das ist Aber- einiges älter. Warum ist denn das so komisch geschrieben? Also, ich tue das erklären. Murmi, das ist das Buch über die Leute, die früher hier in diesem Haus gewohnt haben. Das war denen ihr Turnierbuch. Und in diesem Turnierbuch haben sie alles aufgeschrieben, was für sie wichtig und interessant war. Sie haben aufgeschrieben, woher sie kommen. Sie haben aufgeschrieben, wer mit wem Streit hatte. Sie haben aufgeschrieben, wer mit wem geheiratet hat. Sie haben aufgeschrieben, was für Reisen das sie gemacht haben. Siehst du hier zum Beispiel. Und dann dazu immer noch Bilder und Illustrationen, ganz wunderschön gemalt und gezeichnet. Und das Buch ist so wertvoll, weil es eben noch so gut erhalten ist, weil die Bilder noch so schön sind, nicht verblichen sind. Und früher hat man so geschrieben, die haben können schreiben. Es haben natürlich lange nicht alle können schreiben, nicht wie heute. Früher sind die Leute, die Bauern und die Handwerker, die es dort hatten, nicht in die Schule. Nur die da... Das würde mir aber auch noch gefallen, dann müsste ich ja nicht lernen. Was, wenn du nicht in die Schule müsstest? Ja, aber das ist nicht nur gut, weißt? Wenn du dann nicht in die Schule gehst und nicht lesen kannst, dann kannst du eben so ein tolles Buch wie das hier über die Leute, die hier drinnen gewohnt haben, nicht lesen. Siehst du, da sind zum Beispiel dann ihre Wappen. Hä? Was ist das, ein Wappen? Das ist ein Zeichen von der Familie, wo man die Familie erkannt hat. Die Wappen, die sie hier haben, die haben sie auch früher auf den Schildern oben gehabt. Auf den Schildern, wenn sie mit dem Turnier miteinander gekämpft haben, die Ritter. Oder sie haben sie auf den Fahnen, auf den Feldzeichen oben gehabt. Sie haben sie auf den Türmchen oben gehabt, damit man gewusst hat, aha, da wohnen die und da, die gehören zu denen. Sie sind auch auf den Grenzsteinen oben und überall die Wappen. Heute hat man auch noch alte Familienwappen, aber die sind nicht mehr so wichtig. Aha, Ja, so das ist habe ich das. gar nicht gewusst. Ja, hier innen haben also ganz, ganz früher ganz wichtige Leute gewohnt, Adelige. Und alles, was in diesem Schloss ist so alt, ist nicht von heute oder von gestern, sondern ist alles ein paar hundert Jahre alt. Zum Beispiel die Uhr hier hinten, siehst du? Die ist 300 Jahre alt. Wow, und die ist so schön goldig. Gell? Wunderschön. Und das ist nicht eine so mit Zahlen heute, die blinken oder so, sondern das ist noch wirklich ein Kunstwerk. Da hat ein Mann ganz lange gearbeitet, bis die Uhr gemacht worden ist. Oh, Murmi, bevor wir rausgehen, wollt ihr hier an diesem Bild noch zeigen, wo wir überhaupt sind? Ja. Siehst du, das ist ein altes Bild. Von 1735 ist das Bild. Und da hat es Bratteln drauf, mit dem Schloss, wo wir jetzt hier drinnen sind. Das, was wir jetzt da sehen. Genau, das, was wir jetzt miteinander anschauen. Ja. Und jetzt musst du mal schauen auf dem Bild, aber es ganz interessante Sachen. Das Schloss steht in einem Weiher drin, darum ist es ein Weiherschloss. Da hat sogar Schwäne, siehst du? Ja, und da haben sie Wasser im Keller. Nein, das ist nicht unten hier gelaufen. Nein, das war hier ganz dicht rundherum. Und das war eben gut, da haben die Räuber und wollten das Schloss
ausrauben. Haben nicht reinkommen, hatten grosse Mauern gehabt und zuerst hätten sie hier durch diesen Teich durchschwimmen. Ja, genau. Ja, wo ist denn das Wasser? Das ist ja weg. Ist da runtergelaufen? Nein, Murmi, das ist nicht hier der Tollendeckel ab. Das haben sie vor etwa 250 Jahren haben sie das aufgefüllt. Hier. Das war ein Weiher außerhalb dieser Mauern. Darum heisst es hier unten Weihermatt und das ist ein Weiherschloss. Und nachher haben sie das aufgefüllt. Und das ist dann schade, da können wir ja nicht mehr baden. Nein, und die Schwäne die haben es auch rausgenommen. Oh. Das hier, wo wir jetzt draufstehen, ist die Brücke, wo man drüber laufen musste, damit man ins Schloss kommt, über den Weiher. Ja, aber da haben die alle Räuber gerade reinlaufen. Nein, damit die Räuber nicht reinkommen, haben sie hier die Brücke hochziehen. Das war eine Zugbrücke. Siehst du die Rolle hier oben? Da haben sie einen Zug müssen haben. Nein, kein Zug. Der Zug kommt von hochziehen. Siehst du die Rolle hier oben? Komm, Murmi. Siehst du dort? Ja. Dort sind die Seile und die Ketten durchgegangen, wo wir die Brücke hochziehen konnten. Ah, Alles klar? Ja. Wie Bratensauce? super. Du, jetzt gehen wir dort in den Turm hier. Siehst du? Innerhalb der Mauer. Komm, wir gehen. Also, gehen wir drauf. So, jetzt machen wir hier das Tor zu. Ja. Wie schön. Da bin ich ganz erschrocken, das hat schön laut geklopft. Gell, das ist ein richtig festes, massives Tor. Eins, das verhebt, Ja. wo die Räuber nicht rein können. Ja, sicher, dann ist man ganz sicher da dahinter. Genau, wie die Mauer, die wir jetzt anschauen. Ja? Die ist auch so fest. Was ist denn das für lustige Fenster ohne Scheiben? Ich bringe da meine Nase gar nicht durch. Ja, Murmi, das sind auch nicht Fenster ohne Scheiben, sondern das hier ist die Mauer rund ums Schloss herum und das hier sind Schiessscharten. Komm, sag das einmal. Schiessscharte. Weißt du, wieso das sagt man will- denen so? Nein. Weil man hier mit dem Gewehr der Tour ist und hat rausschiessen. Ah, für die Räuber können. Genau. Genau. Und wenn es ein grosses Loch gewesen wäre, dann wären die Fossen, die Schüsse auch reingekommen. Dann haben wir nur ein kleines Loch gemacht. Ja, aber jetzt weisst du auch nicht, wo die Herren sind. Mal, die haben da schon genug gesehen. Und das ist nicht die einzige. Da hat überall so Schiessscharten. Auch dort oben am Turm und hier hinten. Und da kann man auch rauswinken. Ja, Willst du da mal? ist jeden Tag gestanden und hat rausgeschossen. Rausgeschossen, ja. Aber heute schiesst man nicht mehr raus. Aber rauswinken kann man Rauswinken nicht. kann man, kannst du mal. Ja, gut. Die Mauer ist so dick, ich mag fast nicht raus. Gell, Ja. hä? Das waren noch Mauern. Das So, ist schön. jetzt gehen wir rein, Murmi. Komm. Ja. So. Wo sind wir jetzt da? Da sind wir in einem Raum, in einem Zimmer von diesem Schloss. Ja, der Keller. Nein, das ist nicht der Keller, Murmi. Da haben die gewohnt früher. Siehst du, mit ganz, ganz dicken Mauern und mit ganz, ganz viel Holz an der Decke. Ja, und wo ist der Fernseher und die Küche? Murmi, früher hatten die noch keinen Fernseher. Nein, es hat auch keinen Strom gegeben. Da Das hat's war auch schön langweilig. Nein, die haben ganz viele Sachen zu tun gehabt, den ganzen Tag. Denen war es ganz sicher nicht langweilig. Sicher. Und du, Murmi, die haben auch keine elektrische Lampe gehabt, der Tilly, sondern die haben Kerzen gehabt. Dann müssen wir immer aufpassen, dass die Balken hier nicht angekommen sind. Weil wenn so ein Schloss brennt hat, dann war es schlecht gewesen. Oh, Also ja. ganz viele Schlösser früher sind einfach abgebrannt. Ja. Ja. Und Ja. das hier ist auch mal kaputt gegangen bei einem Erdbeben, wo die Erde gebebt hat. Aber dann hat man es nachher wieder aufgebaut. Ja, das Zum ist alles Glück. zusammengefallen. Alles zusammengefallen. Kein Stein mehr aufeinander. Ja, und auch keine Balken. Siehst du die grossen Balken hier oben? Ja, aber die sind ja ganz krumm, da hat ja einer schön gefuscht. Nein, der hat nicht gefuscht. Der hat auch nicht gesagt. Die sind nicht ausgesaugt, sondern die hat er mit dem Bieli rausgehauen. Und darum hat es so viel Furchen siehst, und Hick drin, weil die mit dem Bieli gemacht worden sind. Ja, das ist das richtig noch der Baumstamm. Das ist der Baumstamm. Ja, das sind Eichen, ganz, ganz, ganz starke Bäume, weil da das ganze Schloss drauf oben steht. Wow. Jetzt möchte ich dir auch noch etwas zeigen. Komm, mal schauen. Komm. Dann haben wir den Stuhl. Wenn du kommst, so, schauen wir da raus. Hopp. Komm, schau mal. Siehst du da aussen den Boden? Ja, Siehst du, der ist viel höher als bei uns innen. ja, das stimmt, das ist viel höher. Weißt du wieso? Nein. Weil über alle die Jahrzehnte und Jahrhunderte, über alle die lange Zeit, wo Leute hier innen gewohnt haben, haben die hier draussen den Grümpel liegen. Ja, ist das eine Ködergrube jetzt?
Ja, schon nicht gerade eine Gütergrube, aber da hat es viel Zeug von früher da unter dem Boden drin. Ja, Schokipapierli und Milchpackungen. Nein, nicht Joggipapier, aber zum Beispiel Scherben von Vasen oder Knochen von den Tieren, die sie gegessen haben. Oder einfach Dreck und Steine und so, die eingeschleckt worden sind. Aha, das sind aber noch schöne Säunickel, hä? Ja, Säunickel kann man nicht sagen. Die haben es wirklich einfach ein bisschen anders gesehen als früher, als wir es heute sehen. Oh, Daddy, komm. Was hast du gesehen? Können wir da hochgehen? Nein, Murmi, da oben ist der Schlossestrich. Oh, das klingt aber interessant. Ja, das ist schon interessant, aber dort dürfen wir nicht durch. Siehst du, da steht «Kein Aufgang». Oh, das ist der Schade. Ja, das ist schade. Hey, weißt du, wieso kann man nicht durch? Nein. Weil da oben das Schlossgespenst wohnt. Nein, da wollte ich nicht gehen. Nein. Ich weiss nicht, ob in diesem Schloss wirklich ein Gespenst wohnt. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt im Estrich oben ist. Also komm, gehen wir gleich. Ja, aber niemandem etwas davon erzählen. Hey, der Murmi ist immer ein Stürmi. Warte, ich komme auch, warte. Hui, gehen wir reiseln. Pass auf den Kopf. So. Komm, Daddy. Komm. Stopp, Murmi, nicht so schnell. Warum? Ja, ich werde dir da noch Sachen zeigen über das Dach. Da fehlt etwas. Nein. Mann, Es hat das ist... Ziegel, es hat Balken. Das ist ja ganz. Ja, und Holz hat es auch viel. Das ist ein richtiges Schlossdach. Aber es fehlt trotzdem etwas, was es sonst hat. Und da fehlen die Nägel. Nägel. Ja, da innen hat es keinen einzigen Nagel. Das Dach ist drauf ohne einen Nagel. Wenn wir aber schnell runtergehen, das bricht nämlich gerade zusammen. Nein, du musst keine Angst haben. Das hebt trotzdem wegen diesen Zäpfen. Siehst du, da hat es so Zäpfe. Da ist alles verzapft. Da hat es auch einen und dort oben auch. Mit diesen Zäpfen hebt das zusammen. Und das hier ist ein Windkreuz. Da schaut, dass der Wind das Dach auch ohne Nägel nicht eindrückt. Und das lenkt die kleinen Zöpfe da. Ja, das langt. Früher hätte es noch bauen können. Nein. Ja, das staune ich jetzt Ja, ab. ja. Ja, und was hat es denn da noch für Sachen? Ja, ganz viel, was es so in einem Estrich von einem Schloss oben eben hat. Das hier sind zum Beispiel alte Tonstücke und Ziegel und so. Weißt du von was? Ja, von den Dächern. Ja, aber von ganz alten Häusern. Da hat zum Teil sogar römische Ziegel. Von da ist zum Beispiel ein Griff von einer römischen Amphore. Früher hat es da schon Römer gehabt. Ja. Und jetzt sind die Häuser alle unter dem Boden oder da, wo noch Führung ist von diesen Häusern. Wenn man jetzt ein modernes Haus baut, macht man ein Loch und dann findet man wieder so Scherben. Zeig mal, das wollte ich gerade heben. Weißt du, wie Was alt denn ist das? jetzt? Ich kann noch gerade trinken. Das ist etwa 2000 Jahre alt. Das Ei, Stück. ei, ei. Und hier hinten hat es Spinnräder. Siehst du, das ist jetzt so ein Spinnrad. Ja, Ein Rad hier. das ist wie ein Velorädchen. Ja, aber das ist nicht zum Velofahren, sondern zum Spinnen. Ja, also, ist das da, wo man ein bisschen... Komisch wird im Kopf. Ja. Nein, Murmi. Da hat man die Wolle genommen von den Schafen und hat dann die hier gesponnen, sagt man dem. Hat eben Wolle gemacht daraus. Wolle gesponnen, wo man nachher kann Söckelismen oder Pullover und so weiter. Ah, Hier hat es noch eins. ja, das bewegt sich. Gell? Jetzt gehen wir dort durch. Ja, gut. Spinnrad hat es übrigens auch im Märli gegeben. Weißt du noch? Kennst du das Märli? Ja. Wie heisst es? Wo sich jemand gestochen hat im Finger? Im Genau! Ja, Dornrösli. Und dann ist sie eingeschlafen. Ja, das ist ganz ein bequemer Stuhl, da könnte man auch gerade schlafen da drauf. Das ist aber nicht ein Stuhl zum Schlafen, sondern steh mal auf. Willst du auch noch absitzen? Nein, ich will dir etwas zeigen. Wenn du den Deckel öffnest, hat es so ein Loch. Ist ja kaputt. Nein, das ist ein WC. Was? Ja, da hat man einen Topf drin gehabt, da hat man da drauf sitzen und sein Geschäft verrichten. Ja, die haben hier kein WC gehabt, wenn wir ein WC haben. Nein, einmal nicht eins, wo man abspülen konnte. So, es hat noch eine andere Art gegeben. Und da sind sie zum Beispiel in so ein Kämmerchen, gerade am Rand des Raums. Und dort konnten sie auch drauf sitzen und dann ist das Geschäft draussen runtergefallen in den Weiher runter. Ich nicht baden Ja. da drin. Schau, hier hinten haben wir noch einen grossen Korb. Da hat es auch interessantes Zeug drin. Oh, Kleider. Ja, nicht einfach Kleider, sondern das hier ist ein ganz interessantes. Und da haben wir eins, das schon hängt. Ui, das ist ganz schön, das glitzert. Weißt du was? Jetzt machen wir etwas. Ja,
Du gehst dort einschauen und ich tue dich überraschen. Okay? Gut, ja, Du hast doch Überraschungen gern, gell? ja. Also, einschauen. Ja, ich mache es. Nicht güchseln, gell? Jetzt gibt es nämlich eine Überraschung. Ich kann ein bisschen zaubern. Haha. Hokus, Pokus, Fidelisuppe. Haha. Murmi, kannst du schauen? Wow, was bist du jetzt? Ich bin ein König. Sieht man da nicht? Ja, doch. Auf einem richtigen Thron. Ja. Früher, zu dieser Zeit, wo die Schlösser und die Burgen gestanden sind und auch bewohnt worden sind, hat es ganz viele Könige gegeben. Hier in Europa hat es zum Beispiel die Habsburger Könige gegeben und ganz viele andere. Und die Könige, die haben so schöne Kleider angehabt. Ja, ist es bequem? Ja, es ist schon bequem, Hast du ja, wieder geht warm. Morgenrock? Du, ich habe dir nochmal eine Überraschung. Achtung, wieder wegschauen. Ja. 1, 2, zack! Juhu! Ja! Wieder absitzen. So! Ja, aber wer bist denn du jetzt? Ja, nachher sehe ich aus. Wie der Kasperli? Ja, wie der Kasperli, aber denen sagt man nicht Kasperli früher, sondern das sind Hofnarren gsi. Die hatten so Glöckchen an den Hüten und überall. Und die haben geschaut, dass die Adeligen hier bei guter Laune geblieben sind. Die haben sie unterhalten. Aber nicht nur das. Weißt du, was haben sie sonst noch gemacht? Ja, kochen. Ja, nein, nicht kochen. Aber sie haben die wichtigen Leute, zum Beispiel die Könige, wo ich vorher eine war, oder die Landvögte und so, haben sie beraten. Sie haben ihnen aber ins Ohr geküschelt, wie sie regieren müssen. Ja, das sind ja die so die Chefs gewesen. Manchmal schon, ja. Manchmal war wirklich der Hofnarr der Chef. Aha. Achtung! Hopp! Was bist du jetzt? Ein Fräulein geworden? Ich bin Gulda. Oh, Gulda von und zu Äptigen. edle Dame. Ja, eine ganz edle Jungfer, eine Hofdame. Ja, du hast auch ganz ein schönes Kleid. Das ist richtig, eins mit Samt und ganz wertvollen Perlen und Steinen. Wow, so eins möchte ich auch haben, du. Ja, aber jetzt lebst du nicht mehr. Eigentlich lebe ich schon noch hier, im Schloss von Brattelen. Das war unser Schloss über manche 100 Jahre und ich konnte mich nicht trennen davon. Ich tue hier innen rumgespenstern. Dann bist du jetzt das Gespenst. Genau, Das Gespenst vom Estrich. das Gespenst vom Estrich vom Schloss von Brattelen. Aber du bist ein Liebesgespenst. Ein liebes Gespenst, aber jetzt musst du noch mal einen Meter zurückgehen. Achtung! Warum? Ja, du wirst es gerade sehen. Also gut. Zack! Und da bin ich wieder. Schlässig war, gell? Ja. Aber du, jetzt müssen wir zum Herrn Sutter. Ich sollte ihm nämlich mein Buch zurückgeben, das Wertvolle. Siehst du, Murmi, jetzt? Das ist das Wappen von der Familie von Äptigen, die hier in dem Schloss von Brattelen drinnen gewohnt hat. Ja, das ist haben wir nämlich da innen gesehen, Buch. Genau, das hat er am Anfang gezeigt. Das ist ein fliegender Adler. Jetzt sieht er zwar aus, wie wenn er stehen würde. So hat er ja ganz früher ausgesehen. Und dann mussten die ablecken. Und jetzt, weil die Fahnenstange so aufgehängt ist, fliegt er so gegen die Fahnenstange. Ja. Und da ist hier innen alles aufgeschrieben in der Chronik von der Familie von Äptigen. Das Buch wollen wir jetzt im Herrn Sutter schauen. Er ist ja schon da. Retour geben. Danke vielmals. Danke vielmals, Herr Sutter. Es war super lässig, wir hatten Spass gehabt und du hast viel gelernt, gell, Murmi? Ui, ich habe so einen Kopf, du. Und wir geben Ihnen jetzt das Buch Retour in Ihre Obhut. Und ich tue das jetzt wieder dort versorgen, was die letzten 400 Jahre gesehen Gut. ist. Wer wohnt hoch im Berggebiet zwischen den Gletschern innen und hat eine schöne Höhle dort tief im Boden drinnen? Wer schläft dort der Winter durch und die Höhle die ist zu? Er
Erst im Frühling wacht er auf und hat vom Schlafen genug.